Grüß euch, der Vater ist da und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Kochen mit Alter. Heute sind wir wieder mal bei bayerisch kulinarisch angelandet, auch wenn es nicht ganz nur dem bayerischen entspricht, was wir heute machen. Aber heute machen wir einen Wurstsalat. Und was ich für meinen Wurstsalat brauche, das schauen wir uns jetzt an. Für meinen Wurstsalat braucht man natürlich Wurst. Schinkenfleischwurst, Leona, da könnt ihr euch alles mögliche nicht aussuchen. Ich habe mir die Schinkenfleischwurst vom Schwein genommen. Dazu brauchen wir 2 Gemüsezwiebeln. Könnt ihr auch andere Zwiebeln nehmen. Ich nehme gerne Gemüsezwiebeln, die finde ich irgendwie geiler. Ich benutze ein paar Gurken, Salz, Pfeffer und einen Käse. Und genau das ist der Punkt, warum es nicht mehr nur bayerisch ist, denn somit kommen wir zum Schweizer Wurstsalat. Den mag ich aber eigentlich ganz gern und meine Frau steht drauf, wenn wir einen Käse rein. Dazu noch Essig und Öl. Und dann fangen wir direkt an mit Schritt 1. Wurst klar schneiden. Ich schneide meine Wurst immer in Halbradel, das heißt, ich halbiere mir die Wurst einmal und dann nur ein zweites Mal und dann schneide ich mir halber die Radel runter. Wichtig für mich persönlich, schneidet es nicht zu dünn. Ja? Solche, also das ist so diese dünnen Dinger oder dieses klein gehäckselte Zeug, was du kaufen kannst, das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja einen Wurstsalat, und zwar einen gescheiten, die dürfen schon 5 mm haben, die Wurstscheiben. So. Die Wurst, wenn fertig geschnitten ist, direkt in eine Schüssel rein. Das machen wir so ziemlich mit allen Zutaten heute. Und dann machen wir weiter im Schneidewerk und machen uns an die Zwiebeln. Bei den Zwiebeln ist euch die Schneideweise natürlich ganz überlassen. Ihr könnt es eigentlich würfeln. Ich persönlich habe aber gern auch da die halbe Radel drin. Dementsprechend einfach. Und weiter bei der fleißigen Schneiderei. Nun kommen wir an unsere Essiggurke. Nehmt davon nicht zu viele, aber die ein oder andere darf es schon sein. Die schneide ich mir einfach in kleine Ringel zusammen und pack's mit in die Schüssel. Die letzte Schneidearbeit beginnt, indem wir uns den Käse auspacken und dann werden wir uns den da einfach in kleine Würfel schneiden bzw. Stabal, das könnt ihr euch aussuchen. Auch hier wieder natürlich euch völlig überlassen. Ich mache das jetzt so und dann so und dann habe ich da meinen Käse klar geschnitten und ab damit in die Schüssel. Haben wir unsere ganzen beißbaren Zutaten alle schon in der Schüssel, dann werden wir das einmal gescheit vermengen. Schon im Voraus. Dabei können wir schön die Zwiebeln noch auseinanderfieseln. Und dann geht's ans Dressing. Dafür benötigen wir Salz und Pfeffer. Sowie Essig und Öl. Bei Essig und Öl achte ich darauf, dass ich ungefähr eine, 48 zu 52% Mischung habe. 48% Öl, zu 52% Essig. Dann wird das Ganze nochmal vermengt.
Und jetzt wird das Ganze für 1,5 bis 2 Stunden in den Ofen gestellt. Denn der Hundling muss ziehen. Und dann können wir anrichten, essen und probieren. Ja, meine lieben Freunde, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Jetzt probieren wir uns noch durch. Zur Beilage empfehle ich persönlich Brezen, beziehungsweise ich habe keine Brezen gekriegt, bei uns gibt es halt Kastanien, beziehungsweise Laugensemmeln. Laugenbrötchen. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Schauen wir mal. Ich bleibe dabei. Ein wunderbares Essen. Für mich muss das Ganze essigsauer sein. Habe ich erreicht und das erreiche ich eben mit dieser Mischung von 48 zu 52%. Aber jetzt zur Bewertung. Wir haben einen Aufwand von 3 von 6 Punkten. Schließlich haben wir noch eine Wartezeit von 1,5 bis 2 Stunden. Bei mir waren es jetzt 1,5. Schließlich mag ich irgendwann auch wieder ins Bett gehen. Muss ja morgen wieder raus. Schwierigkeitsgrad. Hey, ihr müsst Sachen zusammenschmeißen, die ihr vorher klein geschnitten habt. 1 von 6 Punkten. Geschmacklich, in dem Fall eine glatte 10 von 10 Punkten. Da habe ich mich mal wieder richtig übertroffen. Sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst mir doch gerne einen Daumen da, ein kostenloses Abo und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ihr wisst es eh. Auch jeder Kommentar ist mir willkommen. Vielleicht habt auch ihr noch Ideen, die ich umwandeln könnte, in einem Video. Und dann bleibt mir bloß zum Sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, werdet gesund und genießt euer Leben, weil es hab's bloß uns. Pfiat euch und Baba. Ah ja, der Fall, Leute.